Hey, liebe Freundinnen und Freunde von der farbigen Klötzli, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, einem neuen Take, einem neuen Stream. Klemmbausteine bei mir im Cyril. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen, guten Wochenstart gehabt und seid ready auch für den Rest von dieser Woche. Es ist wieder Dienstag und das heisst ein bisschen Klötzle mit mir und mit euch natürlich. Ihr dürft mir aber nur zuschauen. Aber das ist halt. Dafür müsst ihr nicht die Scham über euch ergehen lassen, während ich wieder falsche Klötzchen aufeinander aufbiege und das viel zu spät merke. Spu, hey, Togepihoi an dich. Schön, bist du schon wieder da. Hey, immer dabei. So fleissiges Bienchen. Unglaublich. Dir sollte man jetzt dann aber sicher mal eine Medaille verleihen oder so etwas. Das ist ja unglaublich. So, wie habt ihr euren Wochenstart überlebt? Schon lange nicht mehr gesehen, ja. Es ist 14 Stunden her. Genau. Ja, sehr toll. So fleissig nicht, nur wenn du im Homeoffice bist. Ja, egal. Also, ich schätze das ja wahnsinnig, wenn die da zwischendurch mal bei mir reinschauen, sei es nur zum Lurken oder so. Oder auch einfach ein bisschen quatschen und ein bisschen klötzeln miteinander. Da habe ich mich sehr darauf gefreut. Wir haben heute übrigens einen dichten Zeitplan. Und zwar müssen wir am 3 wirklich räumen. Weil die Steffi wartet mit ihrem Buff Crit Loot News Podcast. Die nehmen auf, nicht wie geplant gestern, sondern heute. Okay, schön. Dann noch ein Fuseli. Die nehmen auf und zwar heute am Nachmittag direkt anschliessend. Atibatz, hey, Guguseli, salü, grüß dich. Schön. Jetzt wird ich einfach raushauen. Ja, ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung. Also, wir schauen, dass wir irgendwie ein Säckchen dann gerade fertig machen oder so und sonst räume ich einfach zusammen. Aber sie hat gestern schon gesagt, heute ist fertig und so pünktlich. Ist gut, Steffi, ich habe es gehört. Ich mache fertig. Also nicht das Lego fertig, aber ein bisschen fertig. Ja, was sind wir... übrigens, etwas muss ich euch noch zeigen. Wo ist es jetzt? Da! Wir können jetzt endlich anständig googlen. Noch geschwind reingehauen. Habe ich jetzt noch gebastelt. Da bin ich doch stolz drauf, wenn ich als alter Twitch-Papi das auch noch irgendwie zustande gebracht habe. So. Was haben wir heute? Was haben wir letztes Mal gehabt? Wir haben letztes Mal den unteren Teil gebaut vom Lego, der Herr der Ringe-Set Bruchtal. Und irgendwann einmal sollte das noch ein bisschen in die Höhe gehen und wir sollten dann endlich zum Turm kommen. Wir haben da schon ein wunderschönes Interieur mit ein paar Kandelaber und Bücherregal und dann so eine gemütliche Sitzbank. Sieht alles sehr elfisch aus. Ich finde, man hat das super getroffen. Ja, und unser geheimer Eingang natürlich da noch. Hey, schön zum Reinsneaken für den Sauron. So, ich habe das alles schon wunderbar vorbereitet. Wir können da direkt loslegen. Ich mache ja alles für euch. Ihr kennt mich, oder? Alles für die Viewers. So, weg mit der Maus, die brauchen wir nicht. Wow. Ist jetzt schon etwas runtergeflogen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So, ich sage euch, ich habe wieder einmal nichts geschlafen. Einfach schon mal als Vorwarnung. Es kann auf beide Seiten kippen. Entweder werde ich einfach müde oder ich schwätze nur noch irgendwelchen Müll. Es kann beides passieren. Aber ich war so aufgeklopft gestern Abend, ich konnte einfach nicht mehr einschlafen. Der drehst ja so die ganze Zeit von links nach rechts und von rechts nach links. Und dann denkst du, jetzt stehe ich dann nochmal auf und dann sagst du, okay, wenn ich jetzt nicht einschlafen kann, dann drehst du nochmal, versuchst du mal, wenn du dann noch nicht einschlafen kannst, dann stehst du auf. Und dann wirst du irgendwann doch so müde, dass du denkst, ich bin jetzt zu faul zum Aufstehen. Und dann drehst du dich wieder und schlafst einfach nie ein.
Und so ist das die ganze Zeit hin und her gegangen und ich habe mit mir selber gerungen und dann noch so Sachen versucht wie ja auf die Atmung mich achten und so 1, 2 und so. Dann tust du dich auch ein bisschen von deinen Gedanken ablenken und solltest ein bisschen besser einschlafen können. Hat gestern nichts gebracht. Was ist mit diesen Pop-Ups hier überall? Gottfried Stutz. Wie lange hast du noch gemacht gestern? Nur bis um 11 Uhr. Ich habe... Also wir haben wunderbar, für alle, die jetzt überhaupt nicht rauskommen, ich habe gestern meinen ersten Stream gehabt, Hashtag Eigenwerbung. Und bis um 11 Uhr super gelangen gehabt, direkt noch, Cinematic ist gekommen, wir sind raus, kurz ein bisschen gequasselt auf die World Map, Final Fantasy 9 by the way, und dann, ja, ist das gewesen. Also, das Buch hast du nicht mehr allzu viel verpasst. Nein, Chat gibt's nicht. Ja, danke vielmals. Ich kann den Command auch einrichten, aber das mache ich nicht jetzt. Das wäre doch... aber guter Hinweis, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dann muss man auch den Text mal noch anpassen. Ich freue mich schon sehr auf heute Abend. Es wird toll. Auf geht's die Reise. Der Troy hat eine, ja. Troy und Steffi, die beiden alteingesessenen Streamers, die alten Profis, die haben das natürlich. Weißt du, ich muss mir das zuerst verdienen. Salute, Mungo, hey, na wie geht's? Alles klärchen. Hat der Nico hat sogar einen Command. Ja, willst du mich jetzt neidisch machen, oder was? Ich habe einfach keinen. Niemand denkt an den armen alten Cyril. Der macht ja nur ein bisschen Klemmbausteine. Wow, jetzt kommt ein riesen Klebi, hey. Ich habe nie einen Klebi gesehen. Wo sind denn Klebis? Sind die da drin? Nein. Cyril the Beast! Ich zeige, wie es so gerade beißt, sobald ich Klebig finde. Ich muss geschwind an den Tisch über, Leute. Aber ich glaube, warte mal, funktioniert der noch? Fast. Warte mal geschwind. Kurz. Das geht nicht zum Drehen, wartet. Yeah! Jetzt seht ihr mal den ganzen Grüppel da. Einen Moment. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Könnte es da drinnen sein? Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Ja. Nein. Also ich habe gesagt, ich habe mich gut vorbereitet, aber auf das bin ich nicht vorbereitet gewesen, ehrlich gesagt. Es hat so viel Zeug drin. Also, ich habe eine böse Vorahnung. Die Klebi sind doch in der Regel in diesem Karton mit der Anleitung drin, oder? Kennen wir ja alle. Den Karton habe ich aber letztes Mal in Güssel gerührt.
Das ist jetzt irgendwie, da wird man gerade heiß. Vor lauter Scham, was mir ins Gesicht hineintreibt. Scheiße, hey, nein. Also wenn das jetzt wirklich in dem Karton noch drin war und einfach hängen geblieben ist, hält der Stein im Moment schon. Nein, hey, das kann es nicht sein. Also, weil es reut mich jetzt schon ein bisschen. Da wäre das Gemälde vom Sauron gegen den Hochkönig von Gondor, oder was ist das gewesen? Also, nein, Mann, kann man sicher nachbestellen. Ich schaue jetzt noch einmal, nochmal, noch geschwind. Also. Geht's nicht. Ja. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es ist ein bitterer Tag für die Gutmütigen und ein Sieg für den Sauron, weil wir sind wirklich bestohlen worden. Mit Prince wäre das nicht passiert. Ja, gut, okay, es gibt kein Gemälde, liebe Leute. Es tut mir entsetzlich leid. Das ist richtig scheiße. Ja, ich muss unserem Lego-Mensch schreiben, ob er die uns nachliefern kann oder so. Das ist jetzt wirklich extrem bitter. Aber es hilft alles nicht, also machen wir einfach so weiter, als wäre überhaupt nichts passiert. Wie immer. Ich habe euch ja vorgewarnt, oder? Also wenn er abschaltet oder so, eben, nur zu. He? Das ist auch noch davon geflogen. Wo war das? Das war da. So, okay. Steine auf die Fantasy Basel und ich suche ihnen auf der Arist-Alley. Arist Alley. Also meinst du Artist Alley? Der den Stein anmalt. Oh, wow. Ja, das wäre natürlich was. Das wäre natürlich was. Übrigens, sehen die Kiste dort hinten? Ganz hinten im Ecke. Die mit den Adleraugen werden erkannt haben, was dort auf der Kiste drauf steht. Die Kisten sind alle für die Fantasy Basel. Und das ist noch lange nicht alles. Dort sind Sachen drin. Ey, das darf ich euch gar nicht sagen. Das ist alles streng geheim. Ja, aber gewisse Sachen könnt ihr dann vielleicht gewinnen. Vielleicht, wenn ihr lieb sind und nett sind. Und wenn ihr mir die Klebis bringt, die ihr geklaut habt, dann können wir natürlich wieder reden. Dann schauen wir das nochmal an. Hm? So grosszügig bin ich dann. So kennen ihr mich ja auch, oder? Immer etwas übrig für die geschätzten Zuschauer. So. Ja, das ist jetzt natürlich einfach himmeltraurig ohne den Kleber, oder? Was machen wir nachher, wenn wir alles wieder rausreißen oder so? Aber das mache ich dann offscreen in dem Fall. Also das müsst ihr euch nicht auch noch antun. Da erlöse ich euch von eurem Leid. Wobei, es ist wahrscheinlich eher Mitleid, aber ich nehme auch das.
Meine Randalen, wenn ihr schon noch gerne gesehen. Ja, ich bin ja auch dort. Vielleicht gibt es das zu sehen. Ich freue mich auf alle Fälle, wenn du wieder vorbeischaust, Bu. Da hätte ich also schon Freude. Und natürlich auch alle anderen, liebe Leute. Hast du eine Nummer für das Klebi? Das Klebi ist... Hast du es geklaut? Ja, es sind alle Klebis weg. Nummer 6 ist es. Also der ganze Stickerbogen fehlt. Fehlt. Das war einfach nicht dabei gewesen. Also... Da hinten ist es eben auch nicht verlinkt. Also der Stickerbogen ist hinten nicht da in dem ganzen Verzeichnis drin. Der ganze Bogen, ja, der ganze Bogen, natürlich. Ich kann so schlecht jetzt auf die Putzfrau schieben. Die hat einfach ihren Job gemacht und das Zeug mitgenommen, oder? Ich hätte einfach noch mal reinschauen. Dämlich ist das. Ja, nun, wir ergötzen jetzt uns einfach an den schönen Steinchen. Ohne Klebi. Fixe Zeiten eingeplant, also meinst du für an der Farbe oder wie? Everyone, salut! Fällt wie tief? Was, wer fällt? Wo, wie, wer? Nein, der Bogen fehlt. Der Stickerbogen. Ich habe den wahrscheinlich aus lauter Euphorie über Bruchtal mit dem Karton, wo die Anleitungen drin sind, weggerührt. Also die Anleitungen habe ich, aber ich glaube, die Klebe sind noch in dem Karton drin gewesen. Und der Kübel ist schon, also der Kübel ist geleert. Der Kübel ist wirklich leer. Flasche leer, Kübel leer, quasi. Einmal mit Profis arbeiten, ja, ist ja gut. Oh. Ich mache das nur für euch, damit ihr wieder über mich könnt abhaten im Internet. Da auf diesen ganzen modernen Plattformen wie Twitter und MySpace und so. Damit ihr könnt so richtig abranten mit euren Hashtags und so. Ah, ich rede vom Stream. Achso. Also ich habe fixe Zeiten beim Stream. Immer Montag, Dienstag, Donnerstag, 20 Uhr bis 23 Uhr. Ja. Stickerbogen cool mit oder ohne Pfeil? Was? Was für Pfeil? Es hat kein Pfeil. Nein, ohne Pfeil. Ah, und es wäre noch so schön eingerahmt, Leute. Jetzt ist die wunderschöne Mauer einfach wunderschön eingerahmt. Ah. Hey, Julito, alles für den Content. Ja, absolut. Was auch sonst? Das müsste ja gar nicht online gehen, oder? Sehen ihr auch so? Weißt du noch nicht, ob du auf die Farbe gehst? Einen Tag vielleicht? Donnerstag, Freitag oder gar nicht? Nein, komm jetzt doch. Einfach mal vorbeischauen. Ist doch immer cool. Und sonst wenigstens die geilen Momos dort mit der scharfen Chili-Sauce. Mm. Oh ja. Die gönne ich mir. Und ich bin sicher, also am Mittwoch werden wir noch aufbauen. Und dann am Donnerstag, ja, Donnerstag bis Samstag bin ich dann eigentlich dort. Also sogar nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich.
Mungo, bitte bring mir ein Bier, ja. So ein Starkbier. Einfach mal schön ein bisschen relaxen. Unbedingt. Netlog, yes! Oder auf Netlog könnt ihr auch abranten. Lustig, dass ich Netlog nicht durchsetzen irgendwie. Bin ich auch mal noch gewesen. Irgendwo im Google-Archiv kann man die Sachen sicher noch anschauen. Ja, ohne Kleberli sieht es fast aus wie auf dem Bauplan. Ja. Fast. Also es macht jetzt halt schon nicht so viel Eindruck wie mit den Kleberli. Nein, schaut dir mal den Aufwand an für das schöne Gemälde. Es ist einfach zum Haarölseichen, wirklich. Jetzt schaut euch das an. Und so sollte das aussehen. Mit Gemälde! Ich schiebe es einfach auf meine Müdigkeit. Von vorletzter Woche. Die lange zurück bis in die Vergangenheit, meine Müdigkeit. Anfrage ist platziert. Ach, schau mal. Persönliche Supporterin. Merci vielmals, Caro. Das ist sehr lieb. Scharf ist nicht für dich. Die Chili-Sauce ist eben nicht einmal... Also wenn du es viel nimmst, ist sie klar scharf. Aber sie hat eben einen mega feinen Geschmack. Du kannst eigentlich nur ganz ein bisschen mal zum Probieren oder so. Ich finde, die ist... das ist eben nicht nur so eine Sauce, die einfach nur scharf ist, sondern die auch geil schmeckt. Sonst bin ich auch nicht immer so der Scharfesser. Hat jemand von euch schon mal so einen Scoville-Wettbewerb mitgemacht, wo man da so irgendwie so eine Chili muss im Ganzen essen und rundum schon die Sanitäter innen stehen und warten, dass irgendeiner umklappt und der gewinnt, der, keine Ahnung, darf so einen Topf Chili-Pflanzen mit heimnehmen oder was weiß ich. Nimm ein Edding und mal dir etwas. Oh mein Gott. Ich weiss nicht, ob es es besser macht. Ich kann es einfach ausmalen, das kann ich. Ausmalen kann ich gut. Oder ich frage mal an bei unserem Postbüro, ob sie da die bedruckbaren Etiketten haben. Und dann drucke ich einfach irgendetwas dort drauf aus. Das ist dann vielleicht qualitativ nicht gleich hochwertig, aber hey. Macht ihr ja nicht anders in eurer Wohnung, oder? Tönt einfach so etwa 1000 von diesen Postetiketten ausdrucken und dann kleben die alle nebeneinander, bis sie dann die ganze Wohnzimmerwand vollgekleistert haben und können sagen: Geil, das hat sich jetzt gelohnt. Wärst, glaube ich, gerade tot. Okay. Ich habe mal so eine Mini-Doku geschaut über die Leute, die scharf essen. Ich weiß nicht, wo das war. In einer deutschen Großstadt. Und der eine, der hat es also gerade hops genommen. So, der nächste Klebi ist gefragt, den ich nicht bieten kann. Ich zeige es euch jetzt einfach auf dem Bild, weil es bringt ja überhaupt nichts. Da gibt es, glaube ich, auch noch mal ein Gemälde. Ist ja schön, wie es aussieht und so. Oh, warte mal, da kommen noch die. Wo sind die Teile? Ah, da. Schon will sagen, da. Schon will sagen. Ich zeige es euch gerade, keine Panik, keine Panik.
So. So sieht das aus. Oder so sollte es aussehen. Man sieht es eben fast nicht. Es ist auch, also wenn ich drauf schaue, ist es nicht viel besser. Es ist so ein Mannsgöckel drauf. Es ist wahrscheinlich in das Grab oder keine Ahnung, eine Statue, das Abbild von einer Statue oder so. Ja, ja. Ja, ja. Aber sonst kommen wir eigentlich gut voran heute, finde ich. Also ich finde, das Tempo ist hoch gehalten für das Klebis fehlen. Und ich sonst eigentlich ein bisschen verpeilt bin. Ja, ja, ja. Ich glaube, das macht sich wirklich lächerlich über mich. Lustig über mich da. Weil das fehlt schon wieder Klebi für das vermaledeite Bett. Das Bett ist es. Ja, und nimm doch das auch noch auseinander. Da haben wir unser Bettchen. Und oben wäre dort dann eben das Klebi und die Bettdecke wäre beklebt und so. Und überhaupt. Steffi braucht Klebis. Hauptsache es hat etwas drauf. Ja, ist ja gleich. In so ein Ironman-Klebi und dann noch irgendwie so ein paar lachende Wolken und ein pupsendes Einhorn und so. Gut ist. Ist ja thematisch auch völlig irrelevant, was für Klebis. Oder Hauptsache es sind Klebis. Also wer hat denn sich überlegt, dass man das nachträglich auch nicht tut hier? Ist wieder ein Frimsel da. Ich glaube, Pika ist jetzt zuerst mal bedient mit Anmalen. Fast Dings, also die ganzen Grafiken bei mir auf dem Channel, also nicht die ganzen, aber das mit dem Kobold und so hat sie alles gemacht. Also ich habe die Ursprungsversion vom Kobold habe ich noch geliefert und sie hat nachher alles anpassend animiert. Also die ganze Startszene hat sie gemacht. Wie immer einfach abartig gute Arbeit. Also ich finde immer noch die allerbeste Twitch-Artistin, wenn man das so sagen kann. Malerin. Lustigerweise letztens noch einen Stream gefunden von der Lisa oder Liz Grimm. Die tut eigentlich so Bücher schreiben und macht jetzt gerade das Pen-and-Paper-Abenteuer, wo der Gronk dabei ist und so. Und die hat von der Pika das eine Hintergrundbild und die Panels und die Schrift und so, was sie gemacht hat, habe ich lustig gefunden. Und dann habe ich natürlich gerade der Pika geschrieben, hey, hast du schon gesehen? Und sie so voll überrascht, das ist schon mega lang her. Also witzig, dass sie das immer noch hat. Ja. Machst mit Weisslim ein paar Würste drauf und lass es trocknen. Ich könnte den Weisslim wenigstens ein paar Würste. Weisslim wenigstens noch ein bisschen färben oder so. Einfach ein paar Würste drauf. Das sind ja die Besten. Hey. Aber ich sehe, es fehlt euch nicht an Ideen. Überhaupt nicht. Also. Vorstellungskraft ist bei euch grenzenlos. Schon gut zu kein Problem. Ich habe sonst nicht allzu viel Grafik im Stream. Mit dem Lasercutter etwas eingravieren. Wie ist das mit Lasercutter und Plastik? Wie ist das so? Mögen die sich? Haben die sich gern gegenseitig?
Ist das ein Problem? Muss man da etwas beachten? Ausprobieren? Okay, gut. Guter Rat, Mungo, danke. Ich tue das mal ausprobieren. Irgendjemand hier in der Bude hat sicher einen Lasercutter. Auf der anderen Seite, wir hätten dann voll so das Custom-Set. Das gibt es nur einmal. Stellt euch den Wert vor, wo das hätte. Mindestens 550 Franken. Mindestens. Fällt mir ein, ich habe den doofe Command immer noch nicht gemacht für Bruchtal. Ich wollte nur geschwind noch sagen, weil wir haben immer noch, falls ihr Lust habt, euch das auch anzutun und vielleicht das Ganze mit Klebe zu machen, dann dürft ihr gerne hier zugreifen. Ich habe extra richtig viel bestellt. Damit es auch für alle langt. Da könnt ihr euch noch ein bisschen überlegen, vielleicht noch den nächsten Lohn abwarten. 3-mal müssen wir das machen. Das ist ja fantastisch. Ein Service-Tweet. Ja. Alter Schalter. Aber du musst dir vorstellen, das Teil ist wirklich gross. Also ich glaube, das wird mehr. Also ich könnte es mir jetzt super vorstellen, wenn ich einfach so dahinter gegangen, oder? So gross. Also quasi 3-mal. Was ist mit dem Kabel heute los? 3-mal mein Kopf. Der schöne Hogwarts Express. Ich weiß gar nicht, ob wir den noch haben. Aber das ist ein guter Einwand. Hogwarts Express. Haben wir den noch? Haben wir den noch. Alles da. Wir haben den auch als 3D-Puzzle von Revell. Falls ihr lieber nur 3D puzzeln wollt. Das wäre die günstigere Variante. Und wenn ihr wirklich wollt, euren Besuch beeindrucken, dann halt das Lego. Das Lego-Set. Ja, die 3D-Puzzle, die gibt es tatsächlich immer noch. Ich mag mich noch erinnern, ich war etwa 10 Jahre alt und habe mir damals ein 3D-Puzzle, die Big Bang, habe ich wollen. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch mit London nichts am Hut gehabt. Ich habe einfach das cool gefunden, 3D-Puzzle irgendwie. Also. Ich habe es erstens nie zusammengebaut, weil, wenn ihr raten, warum. Sagt mal, warum ich das nicht zusammengebaut habe, das 3D-Puzzle von der Big Bang. Schneller Klötzle! Da wird schon jemand hässig. Ich gebe mir heute Mühe. Ich bin einfach nur ein bisschen. Weißt du, mir fehlen die Klebis, oder? Und das tut mich einfach emotional sehr bedrängen aktuell. Mir fehlen die Klebis. Aber Zeitdruck und so. hat er das Steffi gesagt? Soll ich ein bisschen Druck machen hier? Nur weil sie nachher ihren Podcast haben. Das Bongo-Togepi würde auch noch fehlen. Ja! Das müsste fast sein, stimmt. Bongo-Togepi. Vielleicht macht das ja Pika noch für dich. Sie hat einmal bei mir auch wieder recht Spass dran gehabt. Also. Sie war gestern übrigens auch online. Ich weiß nicht, hast du sie gesehen? Hey, was ist denn das für ein Bongo hier? Haselnuss! So gut. Ja, also ich gebe Ihnen die Auflösung. Warum habe ich das 3D-Puzzle nicht zusammengebaut? Weil es Teil gefehlt hat. Jetzt wisst ihr es. Jetzt müsst ihr mit der Wahrheit selber klarkommen.
Wow, das sieht jetzt aber richtig schön aus da, die Arches. Die Bögen hier. Mega. Sehr elfisch. Oh, eins weiter oben. Kanau verpartnern? Was ist denn Kanau? Da kommst du 60 Emote-Slots über. Also ich bin mir sicher, dass wir BTTV haben. Better Twitch TV. Dort kannst du deine eigenen Emotes aufladen. Völlig kostenlos. Bis zu 50. Die können natürlich auch andere verwenden. Das ist dann das andere. Aber das wäre eine Möglichkeit, wenn du deine eigenen Emotes irgendwie brauchen und so. Und bei der Twitch TV haben jetzt so gut wie alle. FFC geht auch. Also du tust beides aktivieren. Und da gibt es ja noch das, wie heißt das, 7 TV oder irgend so etwas. Gibt es auch noch. Phaser und so Zeugs. Oder ist das FFC? FFZ. Ja, uns hat man schon weiss machen, dass Pokémon Squishmallows nicht so gefragt ist. Glaub's auch. Eben nur schon das Togepi und Pikachu. Also sorry, das wollte doch jetzt jeder haben. Franker Faces, ja genau. Das ist aber nur irgendwie so ein Chat-Ding, das du musst aktivieren. Könnte sein, dass wir es tatsächlich jetzt hier nicht haben. Das müsst ihr jetzt in den Settings anschauen. Machen wir aber nicht jetzt. Oder die Steffi kann das hindurch schauen, ob wir die Fake Franker Faces auch drin haben. Yeah, jetzt Buch kommt persönlich vorbei. Woo! Party! Party, 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 Party. Da machen wir alle zusammen einen Togepi Bongo Tap. Man nennt es auch Kommando Pöpperle. Haben wir nicht aktiviert. Ah, Steffi, schau mal. So aufmerksam. Können wir es aktivieren? Das sollte irgendwo bei den Chat-Settings sein oder so. Vielleicht muss man das aber auch machen. Ah, oder vielleicht ist es im Streamlabs drin. Ja, das kann man dann ein anderes Mal anschauen. Aber guter Hinweis als die TLC. Dann schauen wir das noch an wegen der Franker. Gerne ein Mail machen, ja so. Also, ihr habt Steffi gehört. Steffi ist Chefin. Dann müsst ihr ein Mail machen, wenn ihr andere Emotes wollt. Doppelfass. Doppelfass. Doppelbock. Was gibt's noch?
nur Bock und Fass. Kommando. Gibt es auch einfach Springen oder so? Das ist eh zu viel. Also das zeigt es mir einmal an, aber das wird in dem Fall, ja, das ist ein normales Emote. Emotes sind schon witzig. Wenn ich irgendwann mal noch Affiliate werden sollte, dann darf ich mich dann auch dem tollen Thema widmen. Ich freue mich jetzt schon. Ich würde mega gerne nochmal Pika belangen, aber ich glaube, die hat wirklich keine Zeit. Why? Seitenverkehrt ist schon schwierig. Ist schon schwierig. Niku, hallo. Salut. Hey, die sind aber wirklich früh dran, hä? Abartig. Das ist abartig, ist das. Du hast nur einmal können spielen damit, Spoo. Das ist ja tragisch. Das müssen wir ja unbedingt nachholen. So, ich finde, ein Tag im Jahr sollte diesen verpassten oder vergessenen Kinderträumen gewidmet werden, wo man einfach mal wieder einmal, wo ich kann, guten Gewissens auf dem Kinderspielplatz in den huren Bagger da reinhocken und ein bisschen baggern und keine Mutter und kein Vater schaut mich komisch an, weil ich dort hocke. Und ein bisschen rumbaggern. An diesem Tag nicht. Dann gehört der Bagger einfach mir. SCC, ob ich gestern den Rotstich noch rausgebracht habe? Hast du gedacht, du denkst jetzt nicht umnörgeln? Welcher Rotstich? Also du bist die erste Person, die mir das sagt. Ich bin immer dankbar. Redest du überhaupt von meinem Stream gestern Abend oder redest du von etwas anderem? Yes, genau. Magic the Gathering bringt am 9. Juni, wenn ich das recht im Kopf habe, eine Herr der Ringe Edition, ein Herr der Ringe Set raus. Ich glaube, wir haben letztes Mal schon darüber geredet, das wird abartig geil. Wird man auch bald können vorbestellen bei uns. Ich versuche das diese Woche noch zu machen. Mal gucken. Es liegt auch nicht nur an mir. Eben, gell, Nico, das ist einfach mal ein richtig geiles Set. Ich finde auch. An der Spielwarenmesse ein bisschen bäckerle. Ja, aber dann schauen die alle so komisch an. Und dann fühle ich mich so ausgestellt und es ist mir peinlich und so. Fühle ich mich nicht wohl. Meiner Haut. Die geile Wippetieli, wo dich easy abschmettern, wenn du fest wippst. Oh ja! Dann am besten noch so richtig weit runter, dass du mit der Nase in die Erde reinkommst und dann einfach so hin und her so. Einmal wieder so ein kleiner Schnuddergolf sein, wäre schon toll. Ist einfach noch alles so unbesorgt. Wo du immer gesagt hast, ich will auch erwachsen sein, dann kann ich alles machen, was ich will. Und heute weisst du, es ist genau andersrum. Warum fällt schon wieder ein Teil? Wo habe ich jetzt das angerührt, wo ich hier hängen kann? Also,
Ich weiß auch nicht. Aber es ist also wirklich zum Vollsäckeln. Jetzt habe ich doch das Teil hier in der Hand gehabt. Habe ich eins schon so fertig gemacht und aufeinander aufgeklebt und so. Da. Da fällt jetzt so ein grünes. So eins da. Ich habe alles angeschoben. Man sieht es nicht, oder? Es klemmt wieder irgendwo drinnen. Oder drunter oder so. Und Caro, kannst du das auch noch bestellen? Also sie hat ein bisschen nach viel Solarium ausgesehen. Okay. Ist gut, ich schaue mir das heute Abend mal an, dann hau ich mal ein Latte drüber oder so. Oder passe das Latte an. Es ist eben noch schwierig mit dem Licht, dass es dann nicht einfach zu bleich ist, oder? Sie will wieder an Spielwarenmesse am Leute anbaggern. Ja. Gewusst wie, oder? Ich meine, das gibt doch einfach den besten Einleitungsspruch ever. Kann ich dich mal anbaggern? Wohin genau? Was noch musst bestellen? Ich weiß es nicht einmal, ob es musst bestellen, aber ich sehe es einfach nicht und es müsste hier sein. Ein zweites von denen da. Von dem grünen. Ausser das ist jetzt irgendwo. Hey, das Kabel macht mich wirklich hässlich jetzt. Nope. Oder im Güssel. Nope. Nein. Etwas verbaut haben wir da nicht falsch. Also, ich sag dir gerade die Nummer. Ich mache jetzt das einfach, weil du gerade schon in der Bestellung bist. Muss ich nur noch schauen, welche Zahl. Zweimal? Nein, das hat sich noch mehr als zweimal. Wo hat es noch mehr grün? Das ist das hellsgrün. Das ist auch grün. Aber das ist doch nicht das. Dann müsste es doch das sein. Doch. Also, Caro. Hast du keins zu viel verbraucht? Nein. Nein, wirklich nicht. Ich habe es jetzt wirklich angeschaut. Ich habe es. Ja, mal, ich habe es natürlich schon zu viel verbaut, aber weißt du, also es liegt ja nicht an mir, oder? Nehmen wir das Zeug weg! Bitte nehmen es mir weg. Ich will nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Wieso habe ich hier zwei? Oder kommen hier zwei an? Jetzt bin ich auf der falschen Seite. Es macht mich alles kirre hier. Eins oder zwei von denen. Eins. Ich hätte gerade Sakrament. Das auch nicht. Geht jetzt das? Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Absolutes Chaos heute. Absolutes Chaos. Ja, Teile haben sich vermehrt, weil ich kein Kleberli habe. Ah. Es hat alles so gut angefangen heute. Es hat so gut angefangen. Und dann ist es dann einfach bach abgegangen.
Aus dem Nichts. Ja, die Grauen sind es gewesen, ja. Ist ja gut. Macht mir keinen Druck. Ich kann mit Druck nicht umgehen. Das ist nur, weil Steffi und Nico einen Podcast haben. Vielleicht mich so extrem unter Druck gesetzt. Ich habe nur noch 1 Stunde und 4 Minuten und 12 Sekunden. Morgen gibt es eine geprüfte Retour. Alles drin aus dem Stickerbogen und das blöde grüne Teil. Ja, genau. Von irgendeinem Kunden, der etwas zurückschickt. Sagt, Entschuldigung, aber da fehlt ja das. Also, komme ich jetzt das gut geschrieben über plus noch 100 Franken für den emotionalen Schaden, den sie angerichtet haben. Also er kommt quasi einfach mein Päckchen über, oder? Also es ist, wahrscheinlich hast du gemeint, es ist nichts drin, außer der Stickerbogen und das grüne Teil, ja. Das Päckchen wäre extrem leicht. Das würde wahrscheinlich noch auffallen, glaube ich. Bei uns wird das Zeug alles so durchgescannt. Wie schwer das Päckchen ist und muss sein und so. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie komplex da die Technik dahinter ist. 1000-mal gewogen. So. Nachdem ihr mir jetzt gesagt habt, wie ich es hätte bauen sollen und ich herausgefunden habe, dass das falsch ist, habe ich es jetzt richtig gebaut und jetzt funktioniert es. Ich darf einfach nicht auf euch hören. So. Jetzt weiss ich auch, warum ich plötzlich so viel mehr graue Haare habe. Ich glaube, das liegt alles da am Bausteine-Stream. Der macht mich älter. Das ist quasi wie eine langsame Zeitmaschine. Man sieht es fast nicht, aber ich altere doppelt so schnell, während ich da die Klötzchen zusammensetze. Staubeine-Stream. Die sind nicht grau, die sind staubig, die Haare. Stimmt, das kann natürlich auch sein. Ich tue immer nur an Ostern duschen. Das ist ja jetzt zu eurem Glück bald der Fall. Also dann sollte es bei der Faba noch auszuhalten sein. Cheffi bestätigt sogar, siehst du jetzt? Jetzt seht ihr mal, was ich für ein armer Tropf bin. Fünf Jahre älter, wenn ich aus dem Büro rauslaufe. Ich komme bereits nächstes Jahr bekomme ich ja schon Rente. Ich freue mich sehr. Das Problem ist einfach, ich habe noch nicht so viel eingezahlt. Also ich weiß nicht genau, wie das dann, wer kompensiert das, oder? Ich hoffe ihr müsst einfach ein bisschen mehr arbeiten, dass ich eine anständige Rente bekomme. Ein bisschen mehr einzahlen, bitte. Hey. Willst du oder willst du nicht? Mir geht alles. Ist jetzt doch ein Teil weggeflogen, oder? Ah, da ist es. Ja, aber das stimmt doch. Wieso geht denn das da jetzt nicht an? Warte mal. Aha, warte mal so. Ich setze es auf die falsche Seite an. So.
jetzt. Ah, Nico, 5 Jahre attraktiver. Ja, das höre ich doch gern. 5 Jahre attraktiver. So ein schöner Spruch. Aber ja, es gibt schon Menschen, glaube ich, die werden wirklich mit dem Alter einfach attraktiver. Das ist so der. Entschuldigung, ich habe gespritzt. Das ist so der George Clooney-Effekt, glaube ich. Und so da die graue Seitenstreifen bekommst und so. Du hast alles Schaltjahr, ob nötig oder nicht. Wow! Ja, nein, doch, ich achte schon ein bisschen auf Hygiene. Darum, einmal zu Ostern duschen muss schon sein. Der Yves ist so einer, der alles Schaltjahr duscht. Kommt er darum nicht an die Fantasy Basel? Ah, nein, wegen dem Attraktiver. Ach so, ja, ja. Ja, er kommt so wirklich die grauen Seitenstreifen über, ja. Das stimmt natürlich. Der attraktive Yves. Der attraktiv quasi. Streifenhörnli attract Eve. Ist das so? Bist du mit dem eigentlich mal in den Zug gegangen und dann haben sich alle Streifenhörnli um ihn versammelt gehabt? Ah, das braucht man nur einmal. Sag ich doch da. Oh, ich sehe schon, was das geht. Das wird großartig. Ich muss das so fast schon nebendran anheben, damit ich sehe, wie richtig dass ich das muss drehen. Und das ist jetzt wahrscheinlich der tragischste Moment, warum wir Klebis nicht haben. Und ich sehe jetzt gerade warum. Das hier ist die Schreibwerkstatt vom Bilbo. Und da auf der vordersten Seite steht was? There and back again. Ja, hier unten. Das ist jetzt echt bitter. Der schöne Buchtitel. Der Hörnchenflüsterer. Werden dann die Hörnli auch schneller gar, wenn er sie so quasi beflüstert? Oder braucht er nicht einmal heißes Wasser? Das wäre natürlich extrem stromsparend, oder? Die Hörnli sich einfach so aufheizen und so, ich bin schon al dente. Und natürlich Kerzen und die Federn. All die schönen Details. So, wichtig, dass man gleichmäßig ausleuchtet. So. Kennen wir ja als Streamer alle, oder? Immer schön ein Keylight und ein Filllight.
Ja! Wir haben noch viele Teile. Ah, die kommen ja noch da. Gut, habe ich noch mal geschaut. Mir selber nicht vertraut. Steffi und Nico, haben ihr jetzt eigentlich beim News-Podcast schon das neue Format? Quasi das komprimierte Format. Die volle Ladung. Oder habe ich jetzt schon etwas gespoilert, oder wie? Bilbo! Du hast ja den Ring immer noch in deiner Tasche. Oh, ist so herzig. Aber auch nicht. Er hat so den hässigen Blick. Der, wo er so da am Frodo zum Ring angeht, oder? Und dann hat er noch der, wo er einfach alt ist. Sehr weisse Haare. Sehr weiss. Und sein Wanderstecken. Die Straße gleitet fort und fort, weg von der Tür. Das klingt fast ein bisschen wie so Minecraft-Musik. Das wäre so ein Soundtrack, der bei Minecraft wird laufen. So der, den ich immer ausschalte. Der einfach... Da komme ich einfach Vögel über nach irgendwie 10 Minuten. Es gibt so Soundtracks, die kannst du einfach nicht hören und du musst einfach irgendwie Spotify anwerfen oder so, um das komplett überblenden. Würdest du den bösen Blick nehmen? Also gut, dann machen wir den hässigen Blick. Spu, dein Wunsch sei mir Befehl. Da kannst du ihn jetzt aber auch da die ganze Zeit anschauen. Oh nein, man kann ihn nicht kippen. Da, ich lege ihn drauf. Da kannst du ihn die ganze Zeit anschauen. Das sieht so nach einem richtigen cozy Sessel aus. Da fällt mir ein, wir sind noch am Wochenende, sind wir noch Sofa anschauen. Und wir haben uns in ein neues Sofa verliebt. Aber jetzt müssen wir das Alte irgendwie loswerden. Von euch sucht nicht per Zufall irgendjemand ein grosses Sofa mit der Doppelregamiere und so. Oh, tschüss und tschüss. Sorry, Bilbo. Ich tue die nachher auch wieder an. Aber der kann ja gar nicht hocken. Ja, er steht jetzt einfach hier. So, mit dem Wanderstock. Als würde er gerade seine 7 Sachen packen. Wie viel wollte ich? Also, es ist wirklich absolut neuwertig. Kann ich jetzt natürlich noch lange erzählen, aber es ist so, es ist fleckenlos, sieht noch aus wie am ersten Tag. Wir haben das sehr gepflegt. Das ist ein dunkelgrünes Samtsofa mit so diesen, was so zusammengeknotet ist und so gegen innen geht. Würde es jetzt für 2,5 Verhandlungsbasis würde ich es auch geben. Polly, salut, herzlich willkommen.
Schon fast zu gross für deine Wohnung. Unseres wäre 100%. Ich weiß nicht, wie gross dieses ist. Dieses. Warte, ich finde es vielleicht. Mache ich jetzt da noch schön Eigenwerbung, um meine Sachen zu verkaufen? Möglich. Vielleicht finde ich es geschwind. Wie haben das geheißen? Ich finde das auch nicht. Das hat irgendetwas mit Candy, hat das geheißen. Aber da. 60, warte mal, da, 60. Zeig's euch nachher gerade. Da ist es ja. So, schau, jetzt kann ich da einfach zack umschalten. Bam! Bam! Da! Das wär's. Sieht doch genau so aus. Einfach ist die Rekamiere auf der anderen Seite. So. $2,50 tönt fair. Ja, das ist halt immer die Thematik mit den Sofas. He? Es hat 3,1 gekostet, ja, ursprünglich. Wir haben wirklich ein richtig geiles, grosses Sofa. Das war ein bisschen übertrieben. Ja. Und jetzt wollen wir das anders. Kennt ihr das nicht, oder? Man zieht in eine Wohnung, so das erste Mal in eine schöne Wohnung, oder? Wo man sich so ausgesucht hat und sich freut und so, das erste Mal mehr Platz und so. Und dann denkt man, wow, jetzt können wir endlich mal die tollen Sachen kaufen und uns neu einrichten und so. Und dann macht ihr das. Und dann merkt ihr mit den Jahren einfach so, irgendwie das eine passt nicht zum anderen und irgendwie hat man doch nicht ganz so den Stil gefunden, den man wollte. Aber mittlerweile weiss man, wie man es eigentlich einrichten will. Und ja, und will dann nochmal alles ersetzen. So ist das. Ja, es ist halt schon ein inneres Premium-Sofa. Wir haben einfach gesagt, für die Sachen, die wir wirklich brauchen und viel drauf Zeit verbringen, auch, wenn wir es bequem haben. Also das Bett, Lounge und ein Sofa. Und vielleicht noch der Esstisch, wo wir unbedingt einen quadratischen haben wollen. Und der Rest wirklich so auf Aktionen geschaut auch und so. Aber einfach, ich finde, dort, wo du viel Zeit damit verbringst, da kannst du auch ein bisschen etwas investieren, damit es anhebt. Und darum ja, sieht das Sofa auch immer noch so aus wie am ersten Tag jetzt, oder? Aber ich verstehe schon, dass nicht jeder zahlen für das Sofa. Polly hat schon immer gewusst, dass der Kanal eine Drehscheibe ist. Wir sind eigentlich versteckt, sind wir eigentlich Tutti. Niemand weiß es. Eigentlich sind wir nur Tutti. Eine Erweiterung. Herrlich. Nein, es war nicht mal für Möbel Pfister. Nein. Ich glaube, dann hat es irgendwie. Es hat etwa 5'000 gekostet oder so. Nein, aber es hat leider nicht so viel gehabt, die das angeboten haben in der Schweiz. Darum haben wir so in ein Möbelhaus auf Malters müssen. Malters in St. Gallen. Wir haben noch zuerst gemeint, das ist Malters bei uns. Nicht Malters. Die hat Marbach. Disco-Möbel haben die geheißen. Ja. Und darum, wenn wir uns in das Sofa dort damals verliebt haben, jetzt eben, wenn wir wieder ein bisschen umstrukturieren, wenn wir ja bald umziehen, wenn wir es jetzt wieder loswerden und uns ein anderes holen. Aber Sofa ist eben etwas mega Persönliches, finde ich. Findet ihr nicht auch? Das ist so, entweder passt es zu deinem Stil oder das, was du suchst, oder halt wirklich überhaupt gar nicht, oder? Darum ja, wird schon noch schwierig sein, da jemanden zu finden, der jetzt genau das so versucht und will und auch will zahlen natürlich.
Das ist dann noch die andere Frage. SCC, was ich sehe, ist auch 4,5 Kilo Franken. Hast schon 10 Jahre, aber eben, dann, das zahlst du einmal und dann hebt es auch ein bisschen, oder? Das ist wie mit einem Bett. Es muss einfach ein bisschen gemütlich muss es sein. Musst du noch ölen? Also das Ledersofa gehe ich davon aus, oder? Polly holt seine Möbel meistens aus der Brocki. Ich bin überzeugt davon, da gibt es so richtig, richtig tolle Fundalben. Aber ich denke auch, dass ein bisschen musst du in der Schweiz umreisen oder sogar im Ausland, bis du das findest, was du willst. Ausser dir ist völlig egal, wie es aussieht. Dann nimmst du einfach das erste, beste und günstigste wahrscheinlich. Disco-Möbel, ja. Ja, sie heißen wirklich Disco-Möbel. Gibt Leute, die sagen, muss man nur drauf können hocken. Ja, es sind auch die Leute, die sagen, mit dem Auto es muss nur fahren, oder? Also ich verstehe die Argumentation, es sind die eigenen Wertvorstellungen dann dementsprechend, aber wir haben jetzt da halt andere gehabt. Dafür fahren wir nicht weiss ich was für Kerren rum. Und jetzt da richtig? 5, doch 5. So. Also da stimmt doch etwas nicht. Das muss doch noch eins führen. Also das ist jetzt krumm hier. Wem fällt etwas auf? Okay, das Geländer ist einfach verrutscht. Okay. Das können wir ja noch... Also verrutscht ist es nicht, ich habe es falsch montiert. Das können wir noch richten. Das muss einfach gleich sein wie das unten dran. So. Ja, jetzt ist gut. Jetzt ist sehr gut. Ein rotes Ledersofa. Also ein richtiges Pornosofa. Sehr schön. Ich glaube, Leder wäre mir zu heikel, dass es mit den Jahren nicht einfach so ein bisschen spröd wird. Aber wenn man es wie du immer behandelt, dann ist das sicher unbedenklich. Polly sagt, alte Möbel, Sofas, also etwas Rustikales, passt überall rein. Ja, wenn alles nur so Sachen hast, ja, aber du kannst jetzt zu deinen alten Möbeln doch irgendwie nicht, warte mal, irgendwie doch, so ein voll modernes Sofa reinstellen. Vielleicht passt es aber schon, ja. Interessant. Das Buch hat das Sofa bei Ottos gefunden, kennen wir auch. Kennen wir auch den guten Otto. Ottos Warenposten. Die haben ja eh alles, das ist crazy. Wenn ich heimfahre, fahre ich immer bei so einem grossen Ottos vorbei. Ist immer irgendetwas. Meistens ein Sofa oder eine Lounge oder so. Aktion. Caro fragt, ob man jetzt da die Möbel auch verticken darf. Ja, sure. Also wenn ich es jetzt schon gemacht habe, dann nur los. Wenn ihr noch das Sofa loswerden, dann jetzt ist eure Gelegenheit. Vielleicht habe ich zu wenig Lauch im Blut, sagt der Erdbeer One. Zu wenig Lauch? Von dir kommen immer Sprüche, die sind mir zu hoch. Dude! Wolltest du damit sagen, ich bin ein Spargel oder was? Oder was? $10 Gigabit Switches für
1 Kilo Franken. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel etwas, das würde ich mir nicht holen. Aber eben, das sind eigene Prioritäten. Und wenn es dich selber glücklich macht, dann ist doch voll alles in Ordnung. Es wird auch noch ein paar Sachen zu verkaufen. wir machen doch einen neuen Kanal, so Tausch- und Handelsbörse. Wo man einfach wo jeder so ein bisschen seinen Gugus kann anpreisen kann und am Schluss wird es niemand kaufen. Und alle gehen wieder heim und hocken immer noch auf ihrem Zeug. Im Schlüppi auf dem Ledersofa bleibst du ganz gut kleben. Ja, das kann man mir auch gut vorstellen. Das ist wie mit den Autos dort auch. Hat zum Glück keine Ledersitzen, aber das ist immer toll. Bei Leuten eingestiegen bist, so in den Shorts, und es ist wirklich so brütend heiß, so 40 Grad. Zuerst ist es mal heiß auf dem Ledersofa und nachher klebst du noch fast fest dort. Das Bu meint auf dem Ledersofa, weil sie runterflutschen im Sommer. Ah, zu wenig Lauch ohne Vitamine. Ach so, okay. Ja, das kann gut sein. Das kann etwa mal vorkommen. Ich habe nicht immer meinen täglichen Äpfel. Aber wenn wir amigs schon noch Mühe geben. Viel Hösli, dafür kein Sofa. Ich weiß nicht, also irgendwie. Ich glaube, das wäre nicht der Stream, wo wir wollen, oder? Mit viel Hösli und kein Sofa. Es gibt ja mittlerweile schon die Rubrik, aber ich weiß nicht, ob wir die abdecken wollen. Hey, jetzt habe ich da schon wieder so Zeug. Habe ich wieder irgendetwas übersprungen. Wo ist der grüne Knubbel? Da fehlt noch so ein. Ah, da, das. Was ist das? So ein kleiner Hocker. Ein Bezug für über den Sitz im Sommer. Sonst wirst du das Viertel verbrennen. Das ist aber noch eine gute Idee. Ist der Sessel dann voraus oder wie? Oder ist der direkt. Ups. Direkt einfach beim Fenster in der Sonne? Oder wie ist das? So Lederzeug könnte ich mir einfach nicht mehr antun. Kannst du schon genug heiß halten. Dann noch so nicht atmungsaktives Leder. Wie ganz Leder hin oder her. Ah, für das Auto, für den Autositz. Ah, klug. Ist der Bezug auch noch kühlend? Hat es sowieso kleine PC-Ventilatoren drin? Das fände ich mal eine gute Erfindung. Sie hat sich zum Plausch mal Rennfahrlederhändchen gekauft. Ist noch gut im Sommer, wenn das Steuerrad heiß ist. Ah ja, auf das musst du auch mal kommen. He? Nicht nur, wenn es kalt ist, sondern und so cool aussieht. Noch mit der Flügelbrille im alten Cabrio hin. Sondern auch zum Steuerrad anlangen. Mhm. Ich habe mir auch gerade überlegt, ob es echt noch weise wäre. Es gibt doch da die grusigen, wirklich selten grusigen Stoff, da die Fusselstoffbezüge für die Steuerräder. Ob das noch etwas Kluges wäre für im Sommer einfach so geschwind drüber stülpen und jeder will den Karren auch nicht klauen, weil das ist einfach schon grundsätzlich eklig. Und wenn du es wieder drauf nimmst, ist wahrscheinlich das Steuerrad noch nicht ganz aufgeheizt. Wäre super, aber leider kein
keine Lüftung. Keine Viertel-Lüftung. Das ist schade. Holzkügel-Sitzdinger fürs Auto. Ja, genau. Die hat es auch noch eine Weile gegeben. Und die gibt es sicher immer noch. Holzkügel. Für was sind die eigentlich gewesen? Einfach damit es noch so ein bisschen Bewegung reinbringt? Oder ist mal jemand auf so etwas gehockt, auf diesen Kügeln? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bequem ist. Ich meine, das sind Holzkügel. Ist ja nicht so, als wären es weich. Eine Lenkradheizung. Ah, das ist schön. Das ist sehr schön. Habe ich leider nicht in meinem alten Göppel. Da bin ich fast ein bisschen neidisch. So, wenn es wirklich arschkalt ist im Sommer, das Auto am besten noch von außen stehen lassen hast. Die Holzkügel Bezüge sind super. Wie eine Massagematte. Da muss ich auch mal in eine reinhocken, in dem Fall. Auf eine draufhocken. Vielleicht haben wir die sogar. Haben wir Massagematte bei Brack? Massagematte. Nein, das ist so Yoga-Zeug. Massagesitzauflage. 5 Zonen. Aha. Da. Ein Moment. Ui, das ist dann noch eine lustige Funktion gewesen. So. Da haben wir. Mit dem Osterhas. Nein, der nicht. Aber ich glaube, das ist nicht fürs Auto. Nein, ist nicht fürs Auto, hä? Wo es so ausgesehen hat, als könnte man es drüber stülpen. Aber nein, das geht sicher auch fürs Auto. Das kannst du sicher reinlegen. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Danach kannst du 30 Minuten länger Auto fahren. Da schlafst du doch ein. Wolltest du mir doch nicht erzählen. Ah, die habe ich schon gesehen. So, jetzt wird es komplex. Jetzt wird es sehr komplex. Jetzt geht es ans Dach hier, Leute. Wie lautet der 100% Rabattcode für heute? Lot Lorien, aber richtig geschrieben, bitte. Das wäre euch ein 100% Rabattcode für heute. Falls er nicht funktioniert, sind schon alle weg. Hä? Dann tut es mir leid, das sind jetzt langsam gewesen. Gut, suchst du auf dem zweiten Bildschirm. Ja, ich muss doch zuerst alles vorbereiten und dann über switchen. Ich sollte vielleicht zuerst mal die blauen fertig machen. Maybe.
Das wird für meinen inneren Monk wird das eine absolute Feuerprobe hier. Dass es alles schön ausgerichtet ist. Für auf den Stuhl daheim wäre die Massagematte wahrscheinlich geeignet, ja. Gemäss den Bildern. Mit oder ohne Kleberli? Mit Kleberli bitte. Kleberli direkt zu mir. Ein bisschen weiter ab. So. Oh Mann, das ist ja gar nicht gerade hier. Wer hat das zusammengebaut, hey? Ja, mal, das sieht also gut aus. Ein bisschen Konzentration braucht es. Eine Tarnbürste gekauft bei Brack. Eine Tarnbürste? Was zum Teufel ist eine Tarnbürste? Ist das die du kannst ausklappen wie ein Messer oder was? Eine Zahnbürste mit Vibration auch noch. Aha, das wäre keine Tarnbürste gewesen, sondern eine Zahnbürste. Okay, got it. Haben wir letztes Jahr auch endlich mal nach etwa 10 Jahren mal wieder eine neue Zahnbürste gekauft. Und es sind schon Welten seither, muss ich sagen. Dass sich da alles da hat und jetzt noch mit dem App kannst verbinden und irgendwelche Gugus und so. Aber das Coole finde ich eigentlich das Reise-Etui mit dem USB-Ladekabel. Da hat so eine induktive Ladestation drin. Ne? Das finde ich eigentlich das Coolste. Das Zeug kannst du einfach mitnehmen und hast eigentlich alles dabei zum Aufladen und so. T9 mit dem App. What? T9? Nein, keine Ahnung. Wie heisst denn die? 10 Jahre die gleiche. Also es war auch eine elektrische, nicht die gleiche Zahnbürste. Ich tue vielleicht nur immer an Ostern duschen, aber 10 tue ich dann schon täglich mindestens ein halbes Mal. Nein, ich weiss doch nicht, wie heissen denn die? Braun... Keine Ahnung, das ist so eine braun IO. Ich tue jetzt das nicht auch noch suchen da. Einfach so eine elektrische halt. Irgendwann sollten wir da noch fertig werden. Sonst kommt die Steffi und der Nico und rühren mich da hochkant aus dem Studio raus. Ja, eben. Ja, bei dieser hätte ich dann den Kopf wechseln. Aber einfach die Zahnbürste an sich ist langsam ein bisschen durch gewesen, hat dann nicht mehr so, der Akku hat nicht mehr so richtig angehabt. Und vorher hat sich schon da das, ich weiß nicht, wie das heisst. Ah, Genius. So kannst du es ausrichten. Das ist ja gut. So, jetzt will ich sagen, es hat so eine Abdeckung, so eine Plastikabdeckung vorne dran.
Und die hat sich auch schon abgelöst. Also ja. Ist mal nachher gewesen, eine neue Zahnbürste. So eine Ultraschall-Schlag-mich-tot-Dingens. Ja, die kommen wahrscheinlich auch noch irgendwie einen Umsatz über, weiß auch nicht. Vielleicht müssen sie am Ende des Tages da die versteckte Kamera bei Braun übermitteln und dann zählen sie, wie oft sie Braun Ultraschall-Zahnbürste Schlag mich tot Dingsbums gesagt haben. Und anhand von dem, wie oft sie das gesagt haben, kommen sie in eine Provision über. Aber wir haben jetzt auch so einen Ultraschall, ja. Also ich kann es schon, jetzt ohne Witz, ich kann es wirklich empfehlen, ja. Hast du das Gefühl, dass die noch ein bisschen besser putzen, wie oder die alten super Vibrationsbürsten oder was auch immer? Jetzt haben wir noch so grüne. Rote, grüne, gelbe. Schon etwas sehr Beruhigendes da. Es erinnert mich wieder an die grosse Welle zurück, die wir noch zusammen gebaut haben. Vom Hokusai, oder wie er noch heisst. Oh. Du hast mal eine elektrische gehabt, da haben die bei der Dentalhygiene gesagt, die ist nicht gut. Weil die macht das Zahnfleisch weg. Raspelt es einfach weg. Also eigentlich hättest du auch können, so mit der Schleifmaschine geschwind quer drüber. Und das hat den gleichen Effekt gehabt, oder was? Dann bist du wieder auf manuell umgestiegen. Was, der Krampf im Arm? Wie lange tust du Zähne putzen? 20 Minuten? Ist du nicht mehr gewöhnt gewesen? Da hast du Krampf im Arm gehabt vom Zähneputzen. Oh, so gut. Das gibt Muckis. Ja, ja, richtig. Da hast du einen Zahnbürstenarm gehabt, einen Zahnbürstenunterarm. Ein Zahnputzunterarm. Hast du die Zahnbürste, glaube ich, so fest gehabt oder so? Ja, aber dann raspelst du also sicher auch das Zahnfleisch weg. Also so fest hebst. Ja, in der Schule haben sie gesagt, ich soll die Zähne gründlich putzen. Da raspelt das Budi einfach los. So schön 1 Liter Zahnpasta auf die Zahnbürste drauf. Und dann mit beiden Händen so richtig Bizeps angespannt und einfach. Könntest du ja auch mal versuchen, anstatt, weißt, die Hand bewegen, nur den Kopf. Das geht auch. Da kommst du wahrscheinlich so einen Stiernacken über. In der Schule haben sie gegen die beste Zahnpasta gehabt. Das war doch immer da die Elmex gewesen, oder? Oder nicht? Also ich weiss noch, nachher hat es doch immer da das Gel gegeben, wo du hast so über die Zähne reinstreichen und dann, glaube nur noch ausspucken und nicht mehr ausspülen. Braucht doch auch niemand mehr. Ja, die Florscheisse, ja genau. Flor hast du dann einfach ins Maul geschmirgelt. Fluor. Die war wirklich grusig. Das ist doch eh witzig, oder? Also, wieso macht man das überhaupt noch? Ich meine, ist das, wenn man
denkt, ja, die Eltern, die wissen doch nicht mehr, wie Zähne putzen. Die können das dem Kind eh nicht beibringen. Oder einfach, weil so eine Zahnärztin, die schon einfach grundsätzlich Angst und Panik verbreitet, bei kleinen Kindern wahrscheinlich, mehr Eindruck macht und man dann als Kind vielleicht eher Folge leistet. Oder haben die das toll gefunden, wo die gekommen ist? Weißt du, das ist ja wirklich eine Frau gewesen. Also ich habe nur von niemandem gehört, dass es mal ein Mann war. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen rein vom physikalischen Geschlecht her weiblich belasteter Beruf. Belastet, das klingt also komisch. Aber heute Deutsch ist schwierig. Heute Deutsch keine. Wie bringt man die Gofen vom Zähneputzen ab? Ah, du meinst, es wäre vielleicht eher so gedacht gewesen, dass sie das nicht mehr tun? Das! Ja sicher! Und dann müssen die ganze Zeit zum Zahnarzt. Dort kommt der Kohle her. Da wird schon in jungen Jahren werden da Kunden geschaffen. Das ist mal Kundenbindung in the long run. Wow, das haben wir jetzt noch nie so überlegt, aber das ist ja absolut genial, STLC. Das Buch glaubt mir, dass das Kind immerhin einmal pro Monat Zähne putzen. Aber die kommt doch nur einmal, oder? Also du meinst, einmal in der ganzen Kindheit tust du dann Zähne putzen? Ja, das ist so fast schon wie Vetternwirtschaft unter den Ärzten, oder? Wo man, ja, ich kenne da einen, das ist ein guter Kollege von mir, gehen Sie mal zu dem, der ist Spezialist. Und dann geht der und sagt, ja, das ist schon gut, aber ich kenne da einen, der ist Spezialist, gehen Sie mal zu dem. Und dann sagt er, ja, das ist sehr gut, jetzt müssen wir einfach nochmal von vorne anfangen, jetzt gehen Sie nochmal zum ersten, wo die dann wieder zum zweiten schickt, der dich nochmal zum ersten und dann zum dritten und dann allenfalls noch zu einem vierten Spezialist schickt, wo der weitest entfernte Cousin ist vom zweiten. Also ich glaube, die Zahnputzfee, nennen wir sie jetzt einfach mal so, die ist bei uns nur einmal gekommen, habe ich so das Gefühl. Oder kommt die so vielleicht in der ersten bis dritten Primar jeweils einmal? Das bin mir doch auch nicht mehr sicher. Aber eines im Jahr sicher, ja. Zum Zahnarzt BLS machen. Was heisst jetzt BLS in dem Kontext? Ich habe einfach zu viele Abkürzungen am Tag. Bitte verschone mich von Abkürzungen. Das ist wirklich meine Krux. Mein Verderben. Bohrenladen sprengen. Was? Was? Wirklich? Also ist das ein Fachbegriff hier bei den Zahnärzten oder was? BLS? Bohrenladen sprengen? Nein, wahrscheinlich Militär ist schon gut. Aber ja, macht Sinn. Dumpf. Danke, Sbu. Oh. Heute macht man auch nicht mehr so Abkürzungen. Das war irgendwie vor 20 Jahren so ein Ding gewesen. Im SMS, wie es früher noch geheißen hat. JK Tolkien hat gerade ein neues Buch aufgesetzt mit dem Titel Harry Potter and the Lost Kleberli-Bogen. Das ist aber ein kurzes Buch. Ist so ein Scherz bei euch? Wenn es ums Flicken von etwas geht, fragt sicher einer BLS. Aha!
Ich hätte jetzt so fast gesagt, es tut nach Militär oder so. Hey, easy. Nico, es ist Viertel vor. Jetzt mal schön gezügelt hier. Aber wir sind wirklich bald fertig. Ich würde dann euch übergeben. Oder einfach noch ein bisschen den Chat belustigen bis zum Punkt. Ich weiß auch nicht, wie ihr das wollt. Gaming News 15 Uhr. Gaming News. Brandaktuell. Wie immer gehe ich davon aus. Ah, stimmt, ja, Spu. Ja, natürlich haben wir das in der SMS nicht gemacht. Man hätte ja müssen Zeichen sparen, weil man noch gezahlt hat für das Zeug. Ja, genau. Ah, die guten alten Zeiten. Schön sind sie vorbei. So, jetzt müssen wir da noch den Hydrant da aufs Dach aufmachen. Es blendet wieder so herrlich. Ich muss immer so weit über. Also Affiliate, nicht Gratis-Mods für... Gratis-Abo für Mods verteilen. Steffi, ich reiche die Frage weiter an dich. Kann man als Affiliate Gratis-Abos für Mods verteilen? Könnte ich während dem Sil Kleberli-Bogen bringen? Hey, ist schon gut im Fall. Garo hat ja bereits schon bestellt. Also ich hoffe, die sind nächste Woche schon da. Dann können wir das noch nachholen. Oh Mann, das wird jetzt richtig sexy. Okay. Hä? Ah, das kommt vorne aber so. Hä? Oh, so viel schauen. Wow! Fast noch den Finger abgesäbelt. Wow, so schön. Wow. Wow, schaut mal, wie das aussieht jetzt schon. Meine Güte. Meine Güte. Das Dach, das haut jetzt nochmal richtig raus. Da haut sogar gerade direkt das Figürchen vom Sockel. So, jetzt habe ich da. Das ist auch gut. Jetzt muss noch die Seitenverkleidung irgendwie an. Alle Abos kosten auch für uns. Abos verkosten. Noch ein Grund mehr Partner zu werden. Ja, da müsst ihr aber noch ein Gas geben, Leute. Da müsst ihr aber noch ein paar mehr reinholen. Alle zusammen, die ganze Verwandtschaft. Rein mit diesen Leuten. Rein mit diesen Leuten. Sonntagsbrunch gibt es nicht mehr mit der Familie. Es gibt nur noch Sonntagsbrack und dann werden alle VODs nachgeschaut. Nein, das bringt auch nichts. Nicht VODs. Wir brauchen einen Sonntagsstream. Heikel, das Zeug. Schluss mit Bauern zu morgen.
Darf ich gerne machen, Steffi? Ein Sonntagsstream. Nein. Ist schon gut. Danke. Einen Tag wollte ich ja schon noch haben. Und wenn, dann wäre ich so selbstsüchtig und würde privat. Da kenne ich nichts. Nichts kenne ich da. So, ich zeige Ihnen nachher, wenn das fertig ist, zeige ich euch gerade, was ich da gemacht habe. Famose Sachen. Ja. So um. Hast du echt mal deiner Verwandtschaft versucht, Twitch zu erklären und sie sind bei ASMR gelandet? Ist das so? Sonntagsbrack. Finde ich, tönt irgendwie noch cool. Tönt irgendwie noch witzig. Das braucht ja noch ein Klemmi. Aber ja, scheint hat meine Frau gestern also sie sind mit der Family am Bowlen gsi und dann hat sie mir ihrer Schwiegermutter gezeigt, also ihrer Mutter gezeigt, was ich so mache jetzt gerade. Und ja, sie hat das natürlich nicht gerade checken gehabt, oder? Und irgendwann dann doch und dann hat sie so ein bisschen mitgelost und mitgeschaut gehabt und dann so gesagt ja und ja, aber das hat er schon mal gemacht, oder? Also der weiss ja das auswendig, oder wie? Also die ganzen Dialoge von Final Fantasy 9, liebe Leute, die weiss ich auswendig aus dem Herzen. Das habe ich mir alles gemerkt. Das ist alles professionell vorvertont. Ich mache eigentlich gar nichts dort, ich tue nur die Lippen bewegen. Streamst du jetzt privat, Cyril? Yes, I do. IRL Brunch Stream, in dem wir jeden Sonntag an einem anderen Ort gehen brunchen und den Besten finden müssen. Das ist eigentlich schon bestimmt worden. Das ist Chez Anja bei Bern. Fährt noch der Command? Ja, ich mache den vielleicht nachher noch geschwind. Gut. Jetzt muss ich euch mal zeigen, was wir hier gemacht haben. Der ganze Stream, weil ihr seht ja nur die Hälfte immer. Tada! Also in der Perspektive macht es fast noch ein Meter her. Und da haben wir natürlich eine andere Seite. He? Der Bilbo. Ah, so schön. Und da kommt dann eigentlich noch der Turm rauf. Machen wir auch noch fertig. Sag mal Kanal, Brudi. Ich muss von den Besten lernen. Ah, ja, hast du das Steffi und den Troy. Aber sicher. Mache ich sehr gerne. Ich tue den dann noch reinhängen. Aber ich habe jetzt letzte Woche schon eine Eigenwerbung gemacht. Albträume, träumst von Alpen. Das ist ja so etwas Witziges. Mein Schwiegervater ist so mit dem Englisch ist so ein bisschen. Naja, das ist eben so Waiting Snake, oder? I think I spider und so. Und dann hat er eigentlich schon mal gesagt, eben, er hat so schlecht geschlafen, er hätte einen Mountain Dream gehabt. Ein Mountain Dream. Macht das Sinn, oder? Wer kennt es nicht, der Mountain Dream? Ich habe es herzig gefunden. Das ist so wirklich, wenn. Oder meine Frau damals in Oxford im Unterricht. Ich glaube, sie sind irgendwie im Scheiß oder so. Und dann hat sie während dem Unterricht gesagt: Now we have got the salad. Und hat natürlich niemand verstanden von denen, oder? Jetzt haben wir den Salat. Aber scheinbar ist das öfters passiert, weil irgendwie vor ein paar Wochen, als ich bei ihnen war, hat es so ein kleines Druckchen in der Wohnung mit so Direktübersetzungen vom
Schweizerdeutsch oder Deutsche ins Englisch und dort ist vorne auf der Packung steht You've got the salad. Weißt du, was Viehdiebstahl auf Englisch heisst? Komm, sag mal, hau raus. Raus damit. The Yellow from the Egg. Ja, also der Stream heute war nicht gerade der Yellow from the Egg gewesen. From the Egg. Oxford. Good one. Ja, der Ochs ist fort, ja. Ah, sehr schön. I like it. Liebe Leute, was machen wir nächstes Mal eigentlich? Jetzt habe ich es wieder zugeklappt, natürlich. Schlau wie ich bin. Jetzt gehen wir dann gerade ab an Nico und Steffi. Aber ich könnte schön da bleiben. I think my pig pipes. Habe ich auch gern. I think my pig pipes. Ja, das sieht jetzt noch nicht so interessant aus. Ja, einfach das nächste Mal der Turm, hä? So wie das aussieht. Ich versuche mal zu zeigen, wie das dann. So. Das ist das erste Buch und so sieht das dann aus. Wunderbar! Es ist 3 vor. Ich denke, ich kann euch einfach 3 Minuten irgendwie. Oder Steffi, tust du mich rausrühren? Weil dann lasse ich die Musik ein bisschen laufen. Wie läuft das, Steffi? Oder soll ich jetzt aufhören? Das ist toll, das Teamwork. Das geht einfach so online, so einfach so hin und her. Weiß eben nicht, ob das geht. Ja gut, liebe Leute, dann muss ich euch in dem Fall muss ich euch ein bisschen in Ruhe lassen. Aber wir können noch ein bisschen chatten. Dann mache ich jetzt halt doch nochmal Eigenwerbung. Ich mache noch meinen Command nachher. Was ist heute Abend? Ja, sorry. Wenn ich da schon hocken muss, dann muss ich auch ein bisschen Eigenwerbung machen. Da, findet ihr mich? Ja. Heute Abend am 8. Hochdeutsch. Also ich muss nicht Hochdeutsch schreiben, ich kann natürlich Schweizerdeutsch lesen, aber ich rede Hochdeutsch. Ab der 8. bis am 11. Wir spielen Final Fantasy 9. Was schon wieder? Du nicht zu hart reinschiessen. Ganz ruhig. Ich habe schon mal vor 7 Jahren oder so, dort habe ich wirklich reingeschissen. Ich mache 3 Mal in der Woche 3 Stunden. Und am Anfang kann man das auch noch ein bisschen justieren. Alles okay. Alles im Rahmen für mich. Ja, Final Fantasy 9 gestern angefangen und so und sind jetzt gerade aus dem verwunschenen Wald rausgekommen und bewegen uns Richtung Süden, weil ich das noch recht im Kopf habe. Zu einer geheimen Höhle. Wenn der. Ja, ist gut. Ein bisschen Streams zusammen, Nico. Sehr gut. Ja, unbedingt. Fangst du in dem Fall auch noch an? Da sind wir hier Streamers-Only-Chat. Alle, die im Chat sind und streamen, sind Streamers und Streamerinnen. Danke für den Stream. Ja, ich danke euch vielmals. Jetzt ist ja schon 59. Habt ihr erfahren. Jetzt übernimmt der gerade Steffi und Nico mit Buffcrit, Loot, neue Gaming News und alles rund ums Nerd sein, Nerd werden, nerdige Nerd-Stuff. Bekommt ihr jetzt dann direkt ins Gesicht und auf die Ohren. Und ich wünsche euch wundervolle Woche. Bleibt dran, es geht gerade weiter. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum nächsten Klemmbausteine-Stream am Eis. Wunderschöne Zeit, wunderschöne Ostern. Tschüss miteinander und merci vielmals.